Da hat der Herrgott von Moses geschickt, soll Pesteordnungen, wo das ganze Land vernichtet werden. Der hat gesagt, das Wasser soll Blut werden. Und die ganzen Fische sind kaputt gegangen. Demnach hat eine Pest von Fröschen geschickt, wo in die ganze Häuser drin sind, bis im Königseins. In diesen 2 Mal haben die Hexenmeister dem König gezeigt, dass er dasselbe machen könnte, was der Moses gemacht hat. Da ist dem König sein Herz hart gegeben. Deswegen hat er die Israeliten nicht befreit, aber hat sie geschickt noch schwerer schaffen. Die anderen Pesten waren Leis, Miege und der Tod vom Vieh. Aber die Pesten konnten die Hexenmeister nicht machen und sagen, da ist im Herrgott seine Hand dabei. Der König hat geschickt untersuchen, ob die Pesten die Israeliten auch getroffen hätten und hat ausgeklagt, dass gar keins von denen sein Vieh kaputt gegangen wäre. Aber immer noch wollte er im Herrgott seinen Willen nicht tun und ist noch härter gegeben. Nachher sind andere Pesten gekommen, Gewächse, wo waren wie Geschwüre, Rehen mit Steinen, Heuschrecken, wo alles gefressen und was gepflanzt war, und eine große Dunkelheit, weil die Sonne nicht gescheint hat. In den ganzen Plätzen, wo Israeliten gewohnt haben, ist nichts Schlechtes passiert. Der König hat Moses gerufen und sagt, kennt nicht die Israeliten befreien, wie Herrgott wollte, mit der ganzen Familie und sein ganz Vieh. Hat auch gesagt, dass wenn er nochmal den Moses sehen wird, er ihn umbringen. Gott sagt für den Moses, dass er noch ein Pest schicken wird für den König vom Ägypten. Und wenn das passiert wäre, dann wird Herrgott sie befreien.